Das Zwiebel schluckt weiter sein Rauschgift und macht seine Arbeit auf der Gmor. Margot heiratet seinen preisischen Hochzeiter auf der Gmor bei der Rosi und am Tag drauf in der Kirche beim Pfarrer, der wo schier seine Stimme verloren hat, weil er sie verkehrt hat. Danach sageln sie den Bloch auseinander und fahren auf die Holzadroß an den bayerischen Wald rein. Die Uschi und sein Alter kriegen Pornowürfel geschenkt für eine ausgeschammte Sauerei. Eine preisische Tochter tachelt's aber und tragt's in die Schule. Und er weiß das nicht und sucht's dabei im Wirtshaus und muss sich dafür vom Gregor blöd anschauen lassen. Aber das Schulfräulein kommt dahinter und macht die Alten rechte Anstände. Die Wirtsleute wetten drum, wer das am besseren Versaln auswendig lernen kann. Und ein Gregor, seine preisische Tochter, gewinnt die Wett ganz nebenher. Kathi glaubt schon, dass in der Hoffnung ist und freut sich recht, aber dabei ist schön das Klump ein paar Tage ausblieben. Danach bildet sie sich ein, dass nicht ihrer sein Arschstock schuld ist, sondern dass ihm sein kalter Bauer nichts taugt. Dem gefällt die Idee zuerst gar nicht extra, aber schließlich reißt er sich nachher da einen runter und geht ihn am Doktor. Der Philipp isst seiner Gspuse zu lieb für eine Forschungsarbeit eine ganze Woche lang bloß mehr an Schokolade und ein süßes Zeug. Das hängt ihm aber bald zum Hals raus und sie schlägt ihm nachher statt den etwas anderes vor. Bei einem und denselben Geschäft im Netz bestellt der Lorenz ein Tocker für seinen Hund und der Hubert eine für seine preisische Tochter. Die Backeln werden nachher unversehens vertauscht. Aber samt den hat er nirgends eine Mordsfreude mit dem, was er kriegt. Am Vogelhof suchen sie einen Bauernknecht, aber da geht nichts zusammen.